werden dazu sozial- und steuerpolitische Maßnahmen, da der ist dafür für den Index beizubehalten. Denn Herr Lux hat den Morgen gesagt, der SAP bleibt stehen. Ich habe eigentlich gesagt, der SAP bleibt so lange stehen, bis sie umfällt. Lohn ich gesagt, wir müssen umfallen. Der Lux hat gesagt, das gibt nicht Kinder für ein bisschen schwanger gibt es nicht für schwanger oder nicht schwanger. Das stimmt, Herr Lux. Aber beim Index kann ein bisschen umfallen, und da sind ja schon ein bisschen umgefallen. Es ist schon eine Reihe von Maßnahmen in der letzten Legislaturperiode gehen, geholt, wie man zum Beispiel, was auch eigentlich für mich eine Manipulation ist, wie man die Wasserwirtschaftsrichtlinie umgesetzt und dann dort Gesetz angesagt hat, dass die Hossen, die im Wasser an den Hochwassertaxen, die sind Index neutral stehen an dem Gesetz, an die vom Stadtdeckung, so dass die Hossen, dann die Hossen 5% ausmachen, und zwar genauso viel wie die Hossen vom Carburant, die von ausmachen, just dass sie nicht am Index berücksichtigt werden. Also das ist schon ein bisschen umgefallen, wir sind noch nicht am Ende von dieser Legislaturperiode kommen. Wir sind d'accord, dass aus dem Index Vorkurve den Tobak an den Alkohol rausgelöst, dass aus der Gegend die familienpolitische Regierungspropositionen, die unterstützt werden nicht, wo Kindergeld nicht mehr indexiert wird, wo die Mammen, die daheim sind, Checkservice nicht kriegen, und auch nach Mammenrand 5 Jahren gekürzt wird. Das habe ich gesagt, dass der Staat viel an Familienpolitik investieren. Herr Präsident, das stimmt. Der Staat hat 1,6 Milliarden, gibt viel daran investieren. Wir müssen aber wissen, dass der Staat investiert nicht an die Familien, die Kinderbetreuung selber machen. Die gehen von dieser Regierung bestraft. Und sie müssen so gut zum Teil helfen, denen andere die Kinderbetreuung bezahlen. Ich erkläre mich, dass der Morgen noch gesagt gehen, dass dadurch, dass der Staat Kindergeld desinsektiert hat der Staat 100 Millionen gespürt an den letzten Jahren. Und die 100 Millionen sind geholt für Akrochen an Mesoreleen, an Infrastrukturen zu investieren. Das heißt also, die Mann, die daheim bleibt, die Kinderbetreuung selber, die kriegt Mama Kindergeld, und dadurch muss sie Hilfe bezahlen, Infrastrukturen, von denen sie nicht profitiert. Das ist also, gibt voll viel an Familienpolitik investiert, mit den Familien, die sich dezidieren, ihre Kinderbetreuung selber zu machen, die gehen von dieser Regierung gestraft. Weiter sind wir dagegen, dass die Krisesteuer letzte Woche gesagt hat, dass die TVA soll erhöht. Wir sind aber für eine Bankenabgabe auf internationalem Niveau, aber so noch, dass die Posten, die an der Fonction Publique freigehen, dann die nicht mehr müssen besetzt werden, wenn nicht unbedingt die Posten müssen besetzt sein. Und dass auch so ein Changement an der Administration soll mehr flexibel machen. Die Steuerpolitik, die letzte Woche dezidiert ist, die wird Familien schwer treffen. Weil der nicht nur die Politik mit muss in so einer Kombination, und den Herr Lux hat morgen eine Reihe von Beispielen gemäht, mit der sich rein auf die Steuerpolitik erinnern. Und das ist im Prinzip auch nicht eine Krisensteuer und Solidaritätssteuer. Wir müssen noch wissen, dass die größte Steuererhöhung, das ist nicht Anpassung für die Steuertabelle und die Inflation, und das mischt 100 Millionen Euro aus für eine Erinnerungsruf von Krisensteuer, kostet 85 Millionen, Solidaritätssteuer 43 Millionen, nicht Anpassung von der Steuertabelle, kostet Steuerzahler 100 Millionen. Wir müssen noch dabei rechnen, was das Leid und Taxen, sowohl bei den Gemengen, die obligiert sind, die Gesetze umzusetzen, müssen bezahlen, warten sie bei den Krankenkassen, bei den Partizipationen, an den Spitälern, bei den Doktoren, Kuren, in Zukunft müssen weiterleiten. Wir müssen also die ganze Park gründen. Das kann ich nicht im Modell rausholen, weil jeder seine Depensen setzen sich ernst das zusammen. Herr Präsident, noch ein Wort zum Showmarsch. Am Juni 2000 hat Lützeburg 4.422 Leute am Schulmarsch plus 2092 Leute an Beschäftigungsmaßnahmen, also 6.514 Leute am Ganz. Für natürlich den Juni 2000, weil am Juni 2004 Wahlen waren. Und am Juni 2004 war der Schulmarsch
auf 7.285 abgegangen, und an den Beschäftigungsmaßnahmen hun 3.802 Leute wären dran. Das geht also zusammen 11.087 Leute, die do an dem Schulmarsch waren. An Sozialisten, Herr Präsident, dürfen ich die Juni geholt. Die haben am Juni 2004 Großplakaten am Land abgehangen. Großplakaten am Land abgehangen, wo sie so tun, hey, guck mal, wie also der letzte Legislaturperiode der Schulmarsch an Nutgang immer hierbei 5.000 Plätze. Und so haben du groß drinnen geschrieben, wir packen es un. Das ist für das Verhalten, wenn ein so großes Plakat am Land abhängt und sieht, wir packen das un. Und Leute haben noch geglebt. Und Leute haben noch geglebt. Und hinterher sind Sozialisten an der Regierung. Und hinter dem Juni 2004 dann Sozialisten an der Regierung sind, als der Schulmarsch von 11.000 auf 18.500 abgegangen. Vor sehr Plakat, wir parken nicht und. Viel besser gewesen, vielleicht hätte es nicht umgeparkt, weil mehr dramatisch hätte die Schulmarschzölle nicht könnten an die Not gehen, wie sie an die Not gegangen sind, wie die Sozialisten an der Regierung sind. Herr Präsident, der Schulmarsch ist ein ganz großes und erstes Problem, das wir im Land tun. Wenn wir als Juren keine Perspektive mehr können gehen, wenn wir als Juren keine Plätze mehr finden, dann ist das ein großes Gefahr für die soziale Zusammenhängigkeit am Land. Und dafür muss sehr durch eine Reform kommen von der ADEM. Die Regierung hat praktisch 3 Jahre verloren, für darüber zu streiten, ob das ein Etablissement publik gehen oder nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, dass das für uns nicht wichtig ist, ob ein Etablissement publik ist. Das können für unsere Funktionäre sein. Wichtig ist, dass das eine Struktur kriegt, eine Form kriegt, wo sie kann effektiv am Interessen von denen Leuten schaffen, die ein Erbes zwischen. Die Leute können begleitet gehen und das nicht ein Platz für Hunderte, vielleicht und Tausende Leute muss tretieren, für denen ein Erbes zu sich. Wir müssen auf die Leute zugehen, wir müssen den Leuten Perspektive gehen und dafür als die Reform mehr wie immer fällig. Wir brauchen immer mehr Leute hier am Land, und wir gehen immer mehr an die Grenzregion sicher, und das beweist ja, dass etwas faul hier am Land ist. Weil man muss immer Arbeitsplätze schaffen, aber man muss immer mehr Leute an die Grenzregion sicher gehen. Am Eisleid gehen immer zu mehr einer großen Zahl an der Schule. Also das gibt sozial Spannungen hier im Land. Und dafür ist dann die Regierung responsabel, wenn die Spannungen kommen, weil sie versucht wird, über Jahre für das Problem anzupacken. Herr Präsident, ich will durchschließend nach paar Worten über Pensionen. Heißt so, als Pensionskäse sind am Blick gesund. Vor allem, wenn man so als Käse, da schwätzt man von denen am Privatsektor, wo man praktisch 10 Milliarden auf der Seitleine von Alios einen großen Überschuss gibt. Am öffentlichen Sektor haben wir als Tradition hier kein Pensionskäse, die aus dem Staatsbudget bezahlt, dann noch die Chiffre aus gestern genannt gehen, für 500 Millionen, die dazu Cash können wir am Blick über die Kotisationen in Feier decken. Wir werden nicht der Land kommen, für langfristig Anpassungen und in den 2 Regimen zu machen, ohne dass wir dürfen aber müssen massiv Abschnitte machen. Wir wollen gerne als Pensionssystem langfristig auf stabil Bein setzen, muss man, genau wie ich für gesagt habe, bei der Schuldersperre mit Zeiten, auch bei den Pensionskäsen mit Zeiten darüber diskutieren. Wir sind als ADR, ob wir so eine Diskussion zu feiern, die auf Prinzipien muss basieren, von der nationalen Solidarität. Es muss sich am Kader vom bestehenden System bewegen, muss dem Lehrverfahren bleiben. An all Änderungen, die wir holen, muss es selbstverständlich für die 2 Sektoren sein. Wir sind der Meinung, wenn wir mit Zeiten aufhängen, dass wir dann ohne brauchen, Abschnitte zu machen, die nicht verkraftbar wären, dass das möglich ist und dass wir dann auch den Generationen Handen drohen, können ein gutes Pensionssystem garantieren, egal ob sie am privaten oder am öffentlichen Sektor schaffen. Herr Präsident, wenn ihr so ein Ried zum Budget hält, dann ist es normal, dass ihr zum Schluss immer seht, dass in dem Budget nicht stimmt als Opposition.
an den Ding den immer verze den zum Schluss. Dat hun enorme so Floskelgeieren, die eng Tradition kreen. An dürfen Herr Präsident wurde ich empfangen, das net Schlusswort von eiser Seite aus gehen. Ich will das Schlusswort dem Präsident vom Morgebel, dem Jean-Claude Trading gehen. Denn Herr Reding hat an einem Interview von der Revue für ein paar Wochen vorgestellt, was für ein Zeugnis stellen Sie der Regierung aus. Dann war kein Gutes. Sie ließ sich zu sehr von neoliberalen Gedanken beeinflussen. Die Regierung schadet uns. Wenn der Präsident von der LASAP hier im größten Supporterclub so ein vernichtendes Urteil über die Regierung fällt, bleibt mir nichts mehr zu sagen.